Ja, dann würde ich sagen, gehen wir dem See doch mal hier auf den Grund. Wobei ich denke, es ist relativ trübes Wasser. Weiß nicht, wie weit wir da kommen mit der Ursachenforschung. Ich glaube, wir müssen schon ganz schön tief abtauchen. Also es reicht auf keinen Fall, sich jetzt nur mit dieser Saison zu beschäftigen, sondern wir müssen wirklich richtig lang zurückblicken. Und für mich ist das immer der neuralgische Punkt, der Sommer 2017. Also wirklich der Moment, an dem wir absolut an der Spitze waren für unsere Verhältnisse. Wir hatten Europa erreicht, wir haben Modest verkauft, wir haben eine riesige Weiche eigentlich in die richtige Richtung gestellt. Es lag eine gigantische Chance vor uns und was dann passierte, das ist ja wirklich einmalig eigentlich im deutschen Fußball. Also so etwas liegen gelassen zu haben, das kann ja nur Gründe haben, die deutlich tiefer liegen als jetzt wirklich nur eine reine Personalie, ne? Und was ist denn da genau passiert? Wir haben die Transferphase verschlafen 2017. Wir haben nicht nachgelegt. Wir sind richtig schlecht dann in die Saison gestartet, standen kurz vor dem Jahresende abgeschlagen schon auf einem letzten Platz. Und Stöger war gerade entlassen worden vor ein paar Wochen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, es war am 6. Dezember 2017 auf dem Weg nach Belgrad im Flieger. Da kam also plötzlich jemand auf mich zu und sagte, unser neuer Sportchef wird Armin Fee. Und wir haben uns damals alle gefragt, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch ein Trainer. Ja. Wieso machen wir den denn zum Sportchef? Das hat er doch noch nie gemacht. So, genau. So. Und das war ein Coup, den Alexander Werle jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich damals für sich geleistet hat, der für mich die Grundlage mit des ganzen Übels ist. Ja. Im Rückblick muss man sagen, der Vorstand hat nach und nach an Macht verloren. Die haben sich ziemlich zerstritten. Ne? Sportlich funktionierte es sowieso nicht mehr. Und Alexander Werle hat das extrem gut für sich genutzt, ne? Und hat auch die Kommunikationsabteilung sehr, sehr stark für sich genutzt. Man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, es ist eine PR-Abteilung nur für Alexander Werle. Also wenn man das mal anschaut, dann gab es damals schon, auch bei dem alten Vorstand, wahnsinnig viele Berichte über ihn und nicht über den Vorstand. Ja? Aber das ist natürlich in den letzten 1,5 Jahren war es dann völliger Wahnsinn irgendwann. Man hatte das Gefühl, es wird also nur noch, also 1,5 Jahre stimmt nicht ganz, es gab dann irgendwann einen Bruch, ne? Aber tatsächlich war es so, wir wissen ja nun alles, von der Farbe der Socken über die Sneakersammlung und so weiter. Das Interessante dabei ist, wir wissen aber über keinen anderen Finanzgeschäftsführer in der Bundesliga irgendetwas, oder? Oder gibt es irgendeinen? Ich kenne gar keinen. Kennst du einen? Also das ist auch ein Unikum, ne? Dass wir den so zum Star gemacht haben irgendwie. So. Ja, also das ist die eine Seite. Und ich gehe jetzt nochmal wieder zurück auf das Duo Werle und Fee. Und was die beiden dann abgezaubert haben, nachdem wir abgestiegen waren, bis hin zur Verpflichtung von Anthony Modest Ende 2018, den man zurückgeholt hat aus China, nachdem man ihn vorher für 35 Millionen verkauft hat. Und die Intention lag ja damals auf der Hand. Der Werle wollte sich ein Denkmal setzen und den Coup schaffen, 35 Millionen Einnahme und für 0 wieder zurückgeholt. Und was ein Märchen ist. Ein völliges Märchen, genau. Weil dieser Deal, dieser Transfer, der hat uns ja das Genick fast gebrochen, diese Rückholaktion, ne? Und dieser Transfer wird uns noch, auf Jahre wird er uns noch belasten, unseren Verein. Und ich weiß noch genau damals auf der Jubiläumsfeier des 1. FC Köln, Fee und Werle mit ihren Smokings und Fliegen und den Anthony Modest und sie haben sich feiern lassen auf der Veranstaltung. Damals waren die Altinternationalen, die waren sauer, dass auf der ganzen Veranstaltung nur Modest eine Rolle spielte. Genau, ne? Ja. Also diese Inszenierung zu dieser Veranstaltung, das war eine typische Werle-Aktion. Und wir konnten sehen, dass viele Dinge in dieser Zeit dann zunehmend aus PR-Gründen gemacht wurden. Ne? Also auch diese ganze Doge-Tür-Kampagne, die dazu geführt hat, dass wir Spieler mit sehr, sehr langfristigen Verträgen ausgestattet haben, die im Übrigen sehr, sehr gut dotiert waren, nur eben in dieser Zweitligasaison dann mit ein bisschen Abstrichen. Ja? Auch das hat uns über Jahre hinaus natürlich Schwierigkeiten bereitet. Ne? Wir waren natürlich am Anfang froh für so ein paar Leute, die da geblieben sind. Bei anderen hat man sich gefragt, warum muss der jetzt unbedingt mit uns Doge führen? Ne? Der konnte von mir aus sehr gerne auch woanders bleiben. Ne? Ja, absolut. So, und das war eine PR-Geschichte, mehr als dass es etwas war, was den 1. FC Köln und die Kaderplanung vernünftig vorangetrieben hat. Ne? Was hat man Risse, Höger,
auch Hector, Horn, was haben die für Verträge gekriegt dafür, dass sie bleiben? Ne? Zweite Liga ein bisschen weniger verdient, aber Bundesliga. Also man darf da nicht drüber nachdenken. Dann hat man nach dem Abstieg Zweitligaspieler en masse verpflichtet. Sobich, Zichos, die ganzen anderen Kieler, Schindler, Drechsler, mit Mondverträgen, mit Laufzeiten. Also das ist wirklich unglaublich. Als ich damals gehört habe, was der Sobich im Jahr verdient, siebenstellig, da wurde mir das begründet mit der Antwort, der würde relativ wenig verdienen, weil er dafür einen 4-Jahres-Vertrag gekriegt hat. Ne? Also lange Vertragslaufzeit, dafür aber weniger Grundgehalt. So, aber trotzdem, er verdient trotzdem siebenstellig. Also das ist, ne? Beides ist hoch. Die Laufzeit ist lang, die Summe ist hoch. Das sind Verträge, die machen diesen Verein auf Dauer kaputt. Ja, und lange Verträge sind natürlich gerade, wenn man sportlich auf wackeligen Beinen steht, ziemlich böse. Ja. Und das haben wir jetzt auch festgestellt. Ne? Das heißt, in Wahrheit, der 1. FC Köln kann sich aus dem Klammergriff dieser langfristigen Verträge ja erst in ein paar Jahren befreien. Also wir werden, glaube ich, jetzt diese und nächste Saison werden wir einen Umbruch haben, wo dann viele Leute, ich muss fast sagen, endlich weg sind. Ist ein bisschen jetzt nicht gemeint, sondern aber die Verträge musst du natürlich, du bist ja nicht mehr handlungsfähig. Ne? Die musst du loswerden. Na, ich meine, reden wir mal über andere Projekte, die Werle in all den Jahren geleistet hat. Ne? Also da fällt einem wirklich wenig, wenn nicht gar nichts Positives ein. Wir stehen hier unweit des Geisbockheims. Wenn man alleine diesen Ausbau, dieses Rumdeletieren über Jahre mit der Stadt Köln und jetzt so ein Ergebnis, kein Plan B. Es hat einfach alles von hinten bis vorne nicht funktioniert, was der Mann gemacht hat. Ne? Das muss man klar konstatieren. Es hat nicht funktioniert. Irgendwann ist ihm die Rekas irgendwie von der Schippe gesprungen. Ne? Genau. Ne, oder nimm dir den Stadionausbau. Auch das hat nicht funktioniert. Ne? So. Ja, Größenwahn. Diese China-Nummer war von Anfang an ein Rohrkrepierer. Hat auch nicht funktioniert. Ja. So. Tatsächlich, wenn man es bei Licht betrachtet und die Projekte sich anschaut, die er sich auf die Fahne geschrieben hat, dann fällt einem jetzt nichts ein, was wahnsinnig gut funktioniert hätte oder irgendwie nur erfolgreich zum Ende geführt worden wäre. Ja. Also allem voran die finanzielle Genesung des Vereins. Ne? Wobei auch da hieß es ja, der Sanierungsplan ist ja nicht von ihm, sondern er hat am Ende des Tages ihn ausgeführt. Der stand ja schon, als er überhaupt zu uns gestoßen ist. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also mit dieser Mehr muss man auch mal aufräumen. Dass Alexander Werle den 1. FC Köln gerettet hätte, das ist ja völliger Quatsch. Also der Werner Spinner zusammen mit Wolfgang Sieger, die haben nach dem Ende der Overath-Ära wirklich in Form einer Unternehmensberatung eine Sanierung wirklich vorangetrieben, die echt gut war, auch was Personalpolitik anbelangte. Also man hat gute Leute geholt. Unter anderem auch, dass man den Werle geholt hat, war ja okay. Ja. Das war mit Sicherheit nicht schlecht. Man hat ihn zu dem Zeitpunkt. Und er hat dann auch mit dazu beigetragen in seiner Finanzabteilung, dass die Dinge auf den richtigen Weg gebracht wurden. Ne? Dass man ihn aber im Laufe der Jahre immer stärker hat werden lassen und er immer weitere Bereiche krakenmäßig mit auch noch unter seine Fittiche genommen hat. Er hat ja im Laufe der Jahre, ich glaube, 14 Abteilungsleiter ins Geisbockheim geschleust und hat sich da so dermaßen sein Klüngelnetzwerk geschaffen, aus dem wir heute nicht mehr rauskommen. Ja, das ist die entscheidende Frage, nicht wahr? Also er hat ja vor der letzten Vorstandswahl, ne, wo der Vorstand, der alte, abgelöst wurde und der neue intoniert wurde, hat er ja für den alten Vorstand im Grunde Wahlkampf betrieben. Ne? Ja. Bis zuletzt dann noch geschunkelt im Dom. So, jetzt könnte man sagen, das war sehr loyal oder so. Aber man müsste auch sagen, der neue Vorstand hätte allen Grund gehabt zu sagen, weißt du was, tschüss. Ne? Ja. So, und wenn man jetzt anschaut, wie er gerade in der PK nochmal gesessen hat, wie ein beleidigtes Kind und irgendwie, es läuft alles so, dieses Gefühl muss man haben, dass es doch gegeneinander läuft und dieses vertrauensvolle Miteinander, von dem Herr Wolf gesprochen hat, nicht wirklich existiert. Also sehen kann man das nicht. So. Warum also in aller Welt sagt der Vorstand nicht, lieber Alex, das war's, war schön mit dir, tschüss. Ja? Oder wenn Stuttgart wirklich angefragt haben sollte, dass sie mit ihm arbeiten wollen und ihn gerne hätten, warum lässt man ihn nicht ziehen? Ja, also du hast gerade diese Text-Bildschere nochmal angesprochen, die man erlebt hat bei dieser Pressekonferenz. Also wenn man sich den Ton angehört hat von Herrn Wolf, vertrauensvolle Zusammenarbeit und daneben das Bild betrachtet hat, wie Alexander Werle da sitzt,
dann passt das einfach nicht zusammen. Und da fragt man sich, warum? Warum in aller Welt erzählt man uns diese Geschichte, obwohl für jeden ersichtlich ist, dass es einfach nicht der Realität entspricht, ne? So, Genau. also haben wir einen Erklärungsansatz? Weil ich finde es tatsächlich ziemlich bemerkenswert. Ja. Normalerweise würde man sagen, so, ich feuere den Menschen. Aber entweder hat der ein Konstrukt finanzieller Art gebaut, durch das gar keiner mehr durchsteigt und man kann ihn gar nicht entlassen, weil es irgendwie an ihn so geknüpft ist, dass man quasi zusammenpoltert, gerade in so einer prekären Situation wie jetzt. Kann das sein? Oder? Ich glaube, das ist es. Also die haben einen wahnsinnigen Schiss, dass wenn der Werle jetzt wegginge, dass sie dann völlig den Überblick verlieren. Ne? Dass sie dann überrollt werden von Absprachen, von Deals, von Konstrukten, die da an den Start gebracht wurden im Laufe der Jahre, die kein Mensch mehr handeln kann, außer dem, der es alles initiiert hat. Ne? Und dazu kommt eben der vermeintliche Heldenstatus. Ich kann ihn einfach nicht nachvollziehen, dass er in Köln diesen Ruf genießt. Aber es ist nun mal so, dem muss man auch ins Auge schauen. Das wird der Vorstand auch tun. Und sie werden wahrscheinlich Angst haben, dass wenn sie den Werle feuern, dass sie dann gelyncht werden. Von den ganzen Leuten, die außer Werle könnt ihr alle gehen. Ja, genau. Ne? Diese Fraktion ist das. Ja. Ne? Genau. So. Dabei, also wirklich, um es echt auf den Punkt zu bringen, es liegt für uns sowas von klar auf der Hand, dass das der Feind in meinem Bett ist und nicht nur erst seit kürzerer Zeit, sondern seit Amtsantritt des neuen Vorstands hat man hier sich die Herkulesaufgabe geschaffen, zusammen mit seinem größten Feind einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und das funktioniert einfach nicht. Man muss sich auch nochmal zurückversetzen, als der neue Vorstand jetzt angetreten ist, wie die alte Sippschaft damals noch versucht hat, auch mit schmutzigen Kampagnen über die Presse zu schaden. Wir waren ja auch mittendrin mit unserer Pressekonferenz damals. Und das waren alles Leute, die Werle Vertraute waren und sind. Naja, zumindest definitiv Leute, die man in Zusammenhang bringen kann. Und das ist genau das Thema. Ne? Also selbst wenn man jetzt, man könnte jetzt sagen, das ist aber weit hergeholt. Das ist ja alles nicht bewiesen. Ne? Also die Kontakte sehr wohl, aber dass er da selber die Finger im Spiel hat und so, das ist ja nicht bewiesen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Vertrauensfrage. Und wenn ich mir angucke, wie er agiert und wie er zuletzt wieder und auch im Vorfeld, dann sind doch durchaus Zweifel angebracht, dass man sich auf ihn da verlassen kann. Und ich würde sogar im Gegenteil es für viel wahrscheinlicher halten, dass er im Hintergrund mit anderen Leuten eigentlich dafür arbeitet, dass genau dieser Vorstand abgesetzt wird und Leute, die ihm irgendwie bequemer, genehmer sind, intronisiert werden. Und dafür spricht ja auch diese Veranstaltung bei Herrn Struth an dem Abend. Ich meine, man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Am Tag nach dem Nichtabstieg ist eine Veranstaltung angesetzt, auf der unsere Geschäftsführung Werle und Held zusammen aufschlagen mit unserem Trainer. Und zwar bei dem Mann, der am nächsten Tag in der Presse die ultimative Bombe hochgehen lassen wird in Richtung unseres Vorstands. Und das kann mir kein Mensch erzählen, dass man da abends zusammengesessen hat bei Schnitzel und Kotelett und nicht darüber geredet hat. Also die waren alle involviert und ich finde, man kann seine Illoyalität dem eigenen Arbeitgeber und den eigenen Vorgesetzten gegenüber nicht besser dokumentieren, als zum größten Feind des Vorstands abends zu gehen und am nächsten Morgen schlägt diese Bombe ein. Tut mir leid, solche Zufälle gibt es nicht. Und das belegt, an welchem Punkt wir in diesem Verhältnis zwischen Vorstand und Geschäftsführung stehen. Umgekehrt ist es so, wenn ich irgendwo eingeladen bin, und werde da fotografiert und das läuft alles toll und ich feiere ganz wunderbar und am nächsten Tag, macht dieser Mensch, bei dem ich eingeladen bin, einen Generalangriff gegen meinen Arbeitgeber. Ja. Da hätte ich aber es sehr eilig, meinem Arbeitgeber und der Welt zu sagen, dass ich da nichts von wusste und dass ich da reingelegt wurde. Und ich würde diesem Herrn Struth, oder bei dem ich da eingeladen war, ganz klar sagen, du kannst mich mal kreuzweise, ich werde mich jetzt öffentlich von dir distanzieren, weil so geht's ja nicht, ne? Es sei denn, ich fand das in Ordnung, ne? Ist so. Ja, das ist dann der Unterschied. Ist so. Ja. Okay, zum Thema in Ordnung. Ist denn überhaupt was in Ordnung bei uns gerade? Wie sieht's denn jetzt mit dem Vorstand eigentlich aus? Ja, also der Vorstand hat, also bei dieser PK, die dann kam, natürlich irgendwie schon gezeigt, dass das ein Wirkungstreffer war. Also auf mich haben die doch sehr unsicher gewirkt. Und wir haben es
am Anfang schon mal angesprochen, ich verstehe auch nicht, warum man in so eine Rechtfertigungshaltung kommt, wenn man Herrn Held entlassen hat. Ja. Selbst wenn man das vielleicht jetzt nicht besonders elegant gemacht hat, das kann man relativ schnell erklären. Er hat darauf gedrungen, Ende. So. Ja. Also das macht ja keinen sehr guten Eindruck und dann fangen natürlich die Leute an, auch wild zu spekulieren, was war da wohl dahinter, ne? Das ist verständlich, total klar. Ne? Ja. Ich meine, vielen geht es ja so, die sich damit beschäftigen mit der Frage, was haben die denn richtig gemacht? Die müssen ja überhaupt erstmal etwas finden, was sie überhaupt gemacht haben. Das ist ja sehr intransparent, sagen wir mal so. Und die Herrschaften haben ja von vornherein auch propagiert, sie wollen eher so der unauffällige Vorstand sein. Sie werden sich nicht in eine öffentliche Schlammschlacht, das schon mal gar nicht begeben. Aber sie agieren im Hintergrund und zugegebenermaßen Corona ist natürlich ein Riesenfeld, mit dem man sich auch im Hintergrund zu befassen hat. Also da gibt es auch keine Wasserstandsmeldungen, die jetzt nach oben gelangen könnten oder sollten. Das ist schon völlig okay, wenn man das im stillen Kämmerlein macht. Aber trotzdem, also Vorstandsarbeit ist auch Kommunikationsarbeit. Genau. Und da muss ich auch mal reagieren, wenn ich von der Presse ungerechtfertigterweise angefeindet werde, wenn ich von solchen Typen wie Struth angegangen werde in so einer massiven Form, denn man darf ja eins nicht vergessen, der Vorstand wird ja nicht nur direkt angegangen, sondern auch der Verein. Und wir als Fans, jeder einzelne Fan, fühlt sich ja auch attackiert durch solche Aussagen. Also wenn immer nur die Rede davon ist, wir leben im Märchenland und bei uns arbeiten nur Dilettanten und bei uns arbeiten nur Amateure und ja, mein Gott, also gerne hört man das auch als Fan nicht. Und ich habe mir oftmals gewünscht, dass ein Vorstandsvertreter da auch mal dagegen hält, und zwar in der Öffentlichkeit. Ja, kommen zwei Sachen zusammen, meiner Ansicht nach. Erstens, dass man ihnen offenbar auf den Weg gegeben hat, dass man als Kontrapunkt zu diesem alten Vorstand eher einen ruhig arbeitenden Vorstand haben möchte, der nicht so in der Öffentlichkeit steht. Ja. Und zum Zweiten dann, dass man gar keine Kommunikationsabteilung mehr hat, also den Chef der Kommunikationsabteilung vor die Tür gesetzt und niemand Neuen geholt hat. So, und wenn ich jetzt keine Kommunikationsabteilung mehr habe, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass ich nicht positiv in der Presse bin. Ja. So, und das bedeutet, wir alle als Fans und Mitglieder haben in Wahrheit überhaupt keine Ahnung, was die vielleicht Gutes leisten. Das muss ich aber tun. Also Quintessenz, die Idee, ein ganz ruhig agierender, nicht in der Öffentlichkeit stehender Vorstand zu sein, ist gescheitert. Da musst du kommunikativ umdenken. Das finde ich, das funktioniert nicht. Ja. Du musst dich wehren. Ja. So, und apropos wehren, das wollten wir auch nochmal klar zum Ausdruck bringen an der Stelle, dass wir also hier überhaupt nicht starr für den Vorstand argumentieren möchten, sondern das, was wir schützen wollen, das sind die Strukturen unseres Vereins. Und da gehört auch alles dazu, was in den letzten Jahren in die Satzung aufgenommen wurde, auch im Übrigen auf Initiative von Werner Spinner damals, der gerade auch das, was alle die demokratischen Ausprägungen unserer Satzung anbelangen, da hat er kräftig dran mitgearbeitet und wir finden das auch nach wie vor sehr gut. Und es ist im Übrigen auch überhaupt nichts Außergewöhnliches in dieser Branche. Nee, überhaupt nicht. Und jeder, der sagt, dass wir viel zu viele Leute haben, die mitreden und dass man so nicht erfolgreich sein kann, der hat offenbar Gedächtnisschwund. Denn es sind ein paar Jahre her, da waren wir plötzlich mit dieser dann noch relativ neuen Satzung in Europa angelangt. Also es kann nicht an der Struktur liegen. Es muss an den handelnden Personen liegen, wenn wir im Moment nicht so erfolgreich sind. Denn mit dieser Struktur hatten wir die größten Erfolge seit 25 Jahren. So, ist also Quatsch. Wobei man da auch klar dazu sagen muss, wir hatten die natürlich nicht wegen der Strukturen. Also genauso wenig, wie man jetzt den Misserfolg den Strukturen aufhalsen darf, genauso wenig kann man sich natürlich damit schmücken, Erfolge erzielt zu haben. Also beides ist nicht der Fall und unsere Strukturen tragen eben trotzdem dazu bei, dass das Grundkonstrukt des Vereins auf einem, wie ich finde, guten demokratischen Weg ist. Ja, und abgesehen davon, also große Investitionen werden in jedem vernünftigen Unternehmen, sind die genehmigungspflichtig, gehen die durch bestimmte Gremien. Du kannst nicht Millionenbeträge ausgeben, einfach mal so, weil du gerade Lust dazu hast. Das ist also vollkommen richtig und normaler Vorgang. Ja. So, und was wir aber im Moment tun ist, und das ist natürlich auch ehrlicherweise getrieben durch bestimmte Kreise, wie Herrn Struth und solche Leute, die eigentlich da eher ein Interesse daran haben, dass sie agieren können, wie sie wollen, ist, dass wir so tun, als wäre da irgendwie ein Kausalzusammenhang zwischen dieser Struktur und dem Misserfolg. Ja, genau. Und tun so, als würden alle Leute reinreden. Das ist ja Quatsch. Allerdings, ja. So, jetzt haben wir wirklich genug über die Vergangenheit gequatscht.
Jetzt versuchen wir mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen und dafür wechseln wir nochmal die Location.